wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Und zwar bist du zufrieden mit deinem Sexleben. Also, Joe der Gellenböck, hier ist mal wieder der frittierte Lersu! Ja, man, der Lersu ist wieder in einem neuen Video back. Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass jetzt wieder regelmäßiger Videos kommen. Und so ist es. Zwar seht ihr hier mein wunderschönes Profil. Und auf der anderen Seite wäre ein wunderschönes Lagerfeuer, wo wir uns ein bisschen zusammen in ein paar intime Momente geniessen können. Ich bin heute da. Ich bin heute wieder da. Und zwar für dich oder für du, der gerade zuschaust, für das, was ich hier wieder. Weil ihr habt mir ein paar Instagram-Fragen gestellt. Apropos, die, wenn jetzt du sagst, hä? Der Lersu, der hat Instagram. Ja, man, richtig. Hier wird Instagram-Name eingeblendet, dann kannst du jetzt dort auch folgen. Und zwar jetzt. Aus einem Grund, weil dann kannst du halt auch solche Sachen mitnehmen, kannst blöde Fragen stellen, was auch immer. Und zwar habe ich mir gedacht, bevor das Video jetzt richtig anfängt, machen wir etwas ganz Spezielles. Und dafür bist du eigentlich verantwortlich. Also wenn du gerade zuschaust, hast du die Chance, jetzt gerade etwas mitzumachen, wo ich mir jetzt gerade zum ersten Mal ausprobiere, einfach so aus Interesse, ob es überhaupt geht. Und wenn es geil ankommt, dann machen wir das bei jedem Video so, hätte ich gesagt. Und zwar könnt ihr mit dem Hashtag QUnity, wenn ihr da unten in die Kommentare schreibt, tue ich euch einfach mal im nächsten Video grüßen. Also das habe ich mir eigentlich mal so überlegt. Und ich sage jetzt mal, diejenigen, die mich auf die Idee gebracht haben, das ist zum Beispiel Janis Blattler, Noah Janis Blatter, Noah Moser, Florin Brügger und Sandro Imboden. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr wisst ganz genau, dass ich einfach, was so nebenbei vorlesen geht, dass ich einfach komplett behindert bin. Ihr werdet gegrüßt, ihr seid Ehrenmänner und ja, darum würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt mit dem Video an. Also, wie bist du zu YouTube gekommen? Zu YouTube bin ich gekommen, das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, eine klare Sache. Früher, als ich so ein Minecraft-Kitty war, oder? Früher, als ich ein Minecraft-Kitty war, habe ich natürlich auch YouTube geschaut, wer auch immer, also dann zumal ein Gronk gewesen. Und durch den Gronk, durch seine, so, wie heisst die, Let's Play Minecraft oder wie auch immer, bis zur wievielten Folge auch immer, habe ich die immer geschaut. Und das hat mir dann auch selber ein bisschen inspiriert. Hä, wie macht er das? Das ist eigentlich noch so cool, jemandem beim Spielen zuzuschauen. Ja, Deutschkurs. Jemandem beim Spielen zuzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, also, lernst du probierst es mal. Und dann so etwa 2 Jahre später bin ich dann halt einfach, habe ich dann so mein erstes Headset gekauft für 10, 20 Franken. Also komplett Müll, sagt er ehrlich. Das Handy-Mikrofon war besser gewesen. Aber ich habe dann halt einfach so probiert. Und das ist eigentlich auch das, was ich eigentlich jedem empfehle. Also wenn du sagst, ja, du kannst jetzt mit YouTube anfangen, mach einfach. Also ich kenne keinen YouTuber, der nicht mit Scheiße angefangen hat. Sogar ich frage mich manchmal, was das Lersu ist, wieder da ist. Was sind deine persönlichen Ziele? Also ich sage jetzt mal privat, ist es eigentlich relativ schwer, also wie soll ich sagen, es klingt jetzt blöd, aber ich möchte möglichst früh pensioniert werden. Also mein Ziel ist nicht 65, wenn es dann später noch 65 ist, wenn es dann nicht schon 85 ist. Und das möchte ich erreichen mit zum Beispiel meinem eigenen Business. Möchte jetzt eben nicht viel sagen, da bin ich selber noch ein bisschen überdenken, wie, was, wo und vor allem wie. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich mache. Ich möchte eigentlich möglichst lange mein Leben genießen und nicht einfach 5 Tage in der Woche arbeiten, für das ich muss überleben. Und darum möchte ich unbedingt so ein bisschen mein eigenes Unternehmen aufstellen, was auch immer, in welche Richtung das auch wird sein. Und halt einfach, dass ich mir dann keine Ahnung, dass ich die Firma verkaufe und dann irgendwie auf Malediven gehen übernachten, was auch immer, einfach so etwas in diesem Stil. Oder ich kaufe mir einfach einen Kuhstall, ein Glas Milch und einfach ein bisschen Stroh und dann lege ich mich da drauf und dann zwischen meinen Kühenherden mit der Anna und mit der Berta kann ich da schmusen. Da wäre ich natürlich auch schon komplett zufrieden. Und zwar haben wir hier eine ganz lustige Frage. Ich habe gesagt, ihr dürft allerlei fragen. Und zwar, bist du zufrieden mit deinem Sexleben? Also, sehr zufrieden mit meinem Sexleben. Ohne Problem. Für die es nicht wissen, ich habe eine Freundin. Auf jeden Fall Grüße gehen raus, Schätzu. Aber ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden mit dem Sexleben. Da haben wir noch gerade die... Verdammt, das ist so etwas in dem Video beantworten. Da haben wir noch gerade die andere passende Frage dazu. Und zwar, wann hast du das letzte Mal Sex gehabt?
Heute Morgen. Also das ist so cringe. Wieso Kühe? Also immer, was du kannst machen mit denen, was du willst. Also ich finde vor allem so Scheissen geil, Bruder. Also man, das ist auch gelunken. Ich als kleiner Bub, ich bin auf die Kuhwiese gegangen, habe irgendein Feuerwerkzeug, Deutsch gelernt, irgendwelche Feuerwerkskörper. Jetzt habe ich es. Feuerwerkskörper in den hohen Kuhblüten drin anzünden und dann sind wir weggesäckelt. Das war bei uns Spiel und schon dann habe ich gemerkt, mit Kühen kann ich gut, mit Kühen kann ich machen. Was ich auch noch einmal rausholen muss, wegen dem habe ich hier den Lehrstuhl-Chat offen. Und zwar, wir, die Hashtag Kühe-Unity. Wir haben es geschafft. Wir sind auf geile 1000 Abonnenten, respektive um genau zu sein, um 1040 Abonnenten. Also wir haben die 1000er Marke geknackt. Ja, Ratan. Hier mal einen herzlichen Applaus drin. Also, da will auch das Gottlet da raus. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine riesen Zahl für mich. Merci vielmals an jeden Einzelnen. Also wenn du abonniert hast, wenn du geliked hast, dann hast du es einfach, hast du dein Leben genossen und du gehörst zur Hashtag Unity. Also noch einmal merci vielmals. Ich stelle mir jedes Mal vor, ich habe so schon mal im Insta-Livestream gesagt, wenn ich die Zahl 1000 höre, dann stelle ich mir wirklich vor, dass hier 1000 Leute von mir Schnur rumtanzen und den Kühlmelkergruß machen, oder? Und mich alle melken. Es ist einfach abartig. Es ist echt abartig geil, dass ich die Zahl mit euch knacken durfte. Und ich hoffe mir auf weitere Meilensteine. Und ja, somit wäre das eigentlich das Video jetzt vorbei. Aber wie gesagt, wenn jetzt du in die Kommentare gehst und Hashtag Unity hinterlässt, dann grüße ich dich im nächsten Video. Und ja, das wird auf jeden Fall erregend geil. Was ich dir auch noch zu sagen habe, was so ein bisschen mein Anliegen an dir ist. Und zwar, ich möchte gerne, dass wir als Community wachsen. Und das Wachsen tun wir natürlich einfach mit Abonnieren vergleichen. Und somit ist es einfach Zeit, wo ich gesehen habe, dass etwa knapp 50% nicht abonniert haben, die den Kanal verfolgen. Also liebe Freund oder liebe Freundin, bitte unten auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren. Und somit tun wir dann zusammen masturbieren. Und wir tun hier die Schweiz regieren. Und Geissen kapitulieren. Kein Plan. Auf jeden Fall, das war es mit diesem erregenden Video. Merci, dass du hast zugeschaut. Schau auch nächste Woche wieder vorbei. Am Sonntag 18:00 Uhr. Und ja, ich wünsche euch noch ein Hilfstägchen miteinander. Und alles! Bratan, Bart ist gewachsen. Lehrt sonst wieder an. Er zieht sich an. Der Hose lässt auf und cool gehen. Das ist schon wieder so ein Theater. Hure sich. Dabei bin ich nur bei meiner Mutter gsi. Sie schickt mich heim und bisst mir ans Bein, sagt aus dem Stall und wird nicht gehen. Jetzt bin ich endlich mal wieder allein und kann mich konzentrieren auf das Melkchen daheim.